Well, Marius, vandaag is oktober de 29e. Het is buiten een schöner dag, maar 1 oder 2 Grad kalt. Van Kaffee hebben we hier. Nu dacht ik, zo wil ik maar een beetje een geschicht vertellen. En dat handelt zich van andere mensen richten. En immerhaan, dat handelt zich van een prediger. Die is in zijn kerk. En hij denkt, dat hij wordt maar komen checken met über Mittagstunden abpassen zijn. Wer er beten kan, dass die Menschen noch über Mittag auch noch Zeit haben zum Beten. Und dann über den kommt du ein Mann an. Das haben ganz verknutschen, Büten, die verwahrlösten, nicht geputzten, mit Schwänchen. Kommt er durch eine Ferne, knallt sich da an und sagt ein bisschen Gebet und dann der rüht. Und dann die nächste Nacht denkt die Prediger, hey, was war das eigentlich, der war was drin, über Mittag. Und genau, der kommt war drin. Kommt dann an. Den sind bloß sehr aldersch, ein Schwänchen, nicht abgedient, ein Sindersch. Es steht ja, dass mir die auch fair. Und der Prediger, der fängt an ein bisschen misstrauisch zu werden. Die denkt, der will hier vielleicht bloß sich so tun, was man halt beten hat, und der hat immer ein Denk mehr, das sind nur ein ethisch denken, aber wer weiß, was da werden erst. Was immer haben, halt läuft, der wird vielleicht stehlen wollen. So, dann, eine Nacht, dann, was das da war, der über Mittag lernt, kommt das immer bosig. Kommt an de Ferne, knallt sich da an, en beet door, en dan staat er af en dan verlaat hij. Op dit moment dacht de prediger zo, nu wordt helemaal vrij, wat hij hier werkelijk deed. Als hij dan is verloren wel, dan, den man zijn noem weer Jim. Dan vraagt de prediger den Jim, wat is du hier alle dag? Die komt ze alle dag, middag neer van een paar minuten, knallt die da aan, en dat zitten du des te beten, maar werkelijk, wat is du hier? En dan zegt het Jim, weet je, ik schaf van een fabriek en die hadden maar een halve stunde middag. En die halve stunde brug ik dan om hier komen beden. Dat is mijn gebedstunde, die halve stunde. Dan ben ik door van de fabriek weggegaan en dan kom ik hier beden. En dat gaf me kracht en dan merkt mijn vrouw. En dan zegt hij, en dat is wat ik immer zei. Want ik me de hand knijde. Zegt hij, ik ben Jim, Jezus, ik was zo vrouw en schaftig dat ik kon hier aankomen. En dat we zijn zo de vrienden geworden. Hij en Jezus hadden zeer goede gemeenschap, we zijn zeer goede vrienden. En ik ben zo vrouw, zegt Jim, dat du mir hast mijn zinnen vergeeft. En ik verstehe niet zeer goed te beden, maar ik denk alle dag aan die. En dan zijn we ons morgen. En dankzij Jezus, dat we zo'n goede vrienden zijn, zegt hij. En dan verlaat hij. En die prediger den rallende troon van de eeuwen. Hij valt zich zeer slecht, dat hij den had zo gerecht. Hij gelooft dat dit weer vielleicht een stehler, of dat hij den zag het zo anders. Verder hebben we dat zo. Wenn wir ein Mensch sein, dann beschreiben wir den von boven, was oingen, und dann wundert was das noch für Mensch sind. Was immer haben. Das Mann, der einst ein paar Jahre, dann kennt er nicht. De Jim, du hast beten wie die Kirche. Und dann, de Prediger, das ist wir noch Freund geworden. Und aus dem Mann, dann ist wir rausgegangen, das Prediger hat sich doch heimgeknallt. Und dann hat er auch dasselbe Gebet, was das Jim hat. Er sagt, Jesus, ich bin der Prediger und ich will hier bloß mit dir anschauen. Ich bin dankbar, dass du mein Freund bist und dass du meine Sünden auch vergeben hast. Und immerhin, aus diesem Mann, dann ist wir ein paar Jahre nicht gekommen. Dann wurde das Prediger bekämmert. Dann fuhr er nur die Fabrik und fragte Ram, wo das Mann ist. Dann sagte sie, der ist krank geworden. Der ist am Hospital. Und dann das Prediger, der dann fuhrt an ihn fort, ich näher und jagte am Hospital, er will ihn dann besiegen. Und als er dann näher kommt, dann sehen sie in die Stube, die Nursen und Doktor sind alle aber so froh und so schaftig. Dan vertalen ze den Prediger dort, das Mann, der sein Name ist Jim, der hat keine Freunde, keiner kann den hier besiegen, wie wir ihn bekämmern mit ihm. Keiner bringt einen Blumen oder einen Kort, dass er wünscht, dass er soll gesund werden. Aber doch, der ist so froh, der hat das ganze Hospital, alle Nursen und Doktors, die sind alle so froh, dass das Mann, der hat die alle so einen Mut gegeben und so froh. Und dann ist der Prediger dann nimmt, kommt nur das in seine Stube und kommt dann da besegnen, das ist aber so froh, so scharf, ich das Jump.
dann vertelt denen noch, was die Nurses gesagt haben, dass sie mir sehr bekümmert gewesen über Amerika. Ich krieg keinmal nicht Gas. Und dann sagt das Jim, oh no, die Nurses auch recht. Ich krieg alle Tag Gas. Dann sagt der Prediger, was meist? Dann sagt er, alle Tag kommt Jesus her. Und sagt sich du ab dem See Badul und die nimmt meine Hand. Und dann sagt Jesus zu ihm, Jim, ich kann bloß hier ein bisschen nutschatten, denn die sind für die Deutsch. Ich bin eine Seierfrau. Dort ich du sind Freund geworden, dort ich die konnte Sinnen vergeben. Und dort fragt mich immer zu hören, wenn wir beten, das Jim. Und ich denke alle Tag an die. Und er sagt, Jesus kann man alle Tag besiegen. Und der Mann, wenn er allein wäre, nicht andere Freunde hat, der wäre immer so scharf, und hat so eine gute Einstellung, gerade und was am Leben viel gegenüber, er wir Frauen, scharf. Ich glaube, so soll wir auch sein. Das Leben ist nicht immer leicht, aber Jesus ist immer mit uns. Der wird uns leiden, der wird uns halten durch die schwere Dinge. Und der wird immer bei uns sein. So, hier von Struckland, Manitoba, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und sehen wir uns das nächste Mal. Dankeschön. Hoho, was geht da dann mit dem Kaffee? Schmeckt gut. Oh, ja, ja.